An der rechter Welt hat lekt an diesen Himmelwelt muss viel matt machen. Wie Isolierung, Leid, menschliche Schicksale und so weiter. Kurz gesagt, die betroffenen Menschen hatten keinen Kontakt mit ihren Familien können haben. Dabei kam am Frühjahr eine große Aufregung, weil Familienmitglieder keinen Zugang zu den Strukturen hatten von ihren Liebsten, die positiv getestet waren, sterben lassen. Für die Nationalethikkommission war das der klare Akt von Diskriminierung. Auch aktuell bestehen an der Zweiten Welt Probleme, nachdem das gleiche Paar Infektionsclustern an Alters- und Pflegeheimen festgestellt wurden. Für die DDR dürfte in dieser Zweiten Welt nicht mehr zu so Situationen kommen wie in der Ersten Welt. Hier soll der gesunde Menschenverstand keine spielen. Generell ist zu sagen, dass die 70- bis 90-Jährigen die große Majorität ausmachen von allen Covid-Todesopfern. Den 11. November goufen 750 Bewohner und 610 Mitarbeiter als positiv konsideriert. Für die Ausbreitung vom Virus zu stoppen, gehen auch bereits Infizierte je nachdem an ihren Zimmern angesperrt, verbunden mit mehr strengen Schutzmaßnahmen und drastischen Aufsätzen von der Visite verbessern. Bei vielen Familien von Betroffenen ist aktuell ein grosser Sorge über die zu strengen Schutzmaßnahmen. Der bedauert viele von externen Anlaufplätzen, wo die Familienmitglieder froh nach Reklamationen können rangehen. Es fehlt an einem Ombudsmann für den dritten Alter, den der RDR schon wie lange fordert. Es fehlt auch an Transparenz von der Regierung, was Covid-Situationen an Alters- und Pflegeheimen anbelangt. Es wäre von Vorteil für einheitliche Rekommendationen als Basis zu haben vom Gesundheits- und Familienministerium mit Besuchsregeln. Das wären die Members vom Dachverband der Kopas über losgehen, so dass viele Heime auch ganz unterschiedliche Regeln haben. Etwas, was sagt, nicht einfach mischt, der Bause legt. Der gibt begrüßen, dass es zu keiner kompletter wochenlangen Isolation mehr von älteren Menschen annehmen könnt. An Einzelheime bestehen im Moment noch Abstandsregeln wie Plexiglas an der Visiterzelle, das machen den menschlichen Kontakt schwer, und gerade das brauchen die Sozialkontakte. Zurück bei der Nationalethikkommission. Die hat an ihrer Evaluation festgehalten, wie wichtig eine ehrliche und offene Kommunikation von den zuständigen Autoritäten wäre. Thema selber macht kein Covid-19-Statistik publik und noch keine Regeln. Es scheint doch so, dass familienministerisch Feld der Sachen an Alters- und Pflege- und Behördenheimen bald praktisch ganz der Kollegin aus dem Gesundheitsministerium evaluiert hat. Für die sanitären Maßnahmen an all diese Strukturen sind aber Gesundheits- und Familienministerium zusammen zuständig. Pflege an die medizinische Versorgung an all den Heimen am Land ist im Moment nach garantiert. Am Kader von denen viele positive Covid-Fälle vom Pflegepersonal an den damit verbundenen Quarantäne oder isolierungsbedingten Ausfall von denen Läden kommen Themen aber so los an ihre Grenzen. Hier ist die Regierung also mehr wie gefordert, für zu gucken, dass das Leck an diesen Themen menschenwürdig behandelt gehen. Die Frage stellt sich, ob nicht auch hier misst ein Reserve sanitär abfeiern bei den Pflegeheimen, für dann an dem Fall können auf das Leck zurückzugreifen, wann Not am Mann wird. Die Anerkennung vom Pflegepersonal für dienststrafige Arbeit soll sich nicht nur auf ein geringes Merci beschränken, aber es soll auch ausgeweitet gehen auf eine Revalorisation von ihren Berufen an ihrer späteren Karriere. Und ich soll nicht Merci für Aufmerksamkeit.